Also, Tag 2. Wir starten auch heute mit einer kleinen Wanderung, das mal aber von der anderen Seite vom Tal. Es geht auf knapp 1800 Meter rauf, auf die Tiefentaler Alm und wir haben heute natürlich super gutes Wetter bestellt, darum wird es sicher cool. Let's go! So, jetzt haben wir es geschafft. Es war wieder mal ein sehr schöner Wanderweg hier durch den Wald. Aber man merkt schon, dass es heute wärmer ist. Voll am Schwitzen. Ja, jetzt freuen wir uns auf etwas Feines zum Mittag. Ich habe gehört. Ja, etwas von Kaiserschmarrn gehört. Ja, fein. Ich glaube nach Liebe. Herzig, ja? Ja, voll. Können wir später mal einen Hund und einen Esel haben? Ein Hund und ein Esel, ja genau. Wieso nicht? Die entscheiden, aber ein Hund oder ein Esel? Ein Hund. Ein Esel habe ich schon. Ja. Tschüss. Zum Wohl. Zum Wohl. Und wie hast du den Kaiserschmarrn gefunden? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, mega. Sowieso mega schön hier, aber es ist fast ein bisschen kitschig, wenn man so, ja, was auch nicht, so schöne Hütten, da spielt noch einen irgendwie Handürgeli, du bekommst so feines Essen. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Zirbenschnaps, ich glaube, den gibt es nachher auch noch. Es hat nämlich hier im Tirol oder einmal hier im Pitztal, auf jeder Alm gibt es einen anderen Zirbenschnaps, also die brauen den alle eigentlich selber auf den Almen. Ja. Ich glaube, so einen mögen wir schon noch vertragen, bevor wir wieder weiter wandern. Dankeschön. Bitte. Zum Wohl? Ja, zum Wohl. Ja. Also. Zum Wohl. Prost. Prost. Ja, fein. Das ist wirklich nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber zu nur Rest. Ja. Das ist schon gut für mich. Nelly hat eigentlich nicht so gerne Schnaps, das heisst, für mich gibt es immer zwei. Weißt du, was noch fehlt? Auf geht's, packt man's! Der Spitzname vom Pitztal ist ja das Dach Tirols, wenn man sich das so anschaut.
Haben sie nicht schlecht gewählt. Wir haben unsere Kollegen wieder gefunden. Ich glaube, die sind ausgebüxt. Gibt es da ein besseres Gras als auf der Alm? Ui. Achtung, wilde Esel! Ja, die dran ist. Also wir müssen langsam ein bisschen Gas geben. Wir sind immer noch auf über 1800 Meter oben und müssen jetzt dann relativ schnell wieder auf 1200 Meter runter. Darum packe ich jetzt die Kamera glaub mal weg, damit wir rechtzeitig unten runterkommen. So, wir sind wieder im Tal und bei unserer letzten Station angekommen. Man hört es vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund, es wird gesagt. Wir sind hier in einem Sägewerk, aber nicht in irgendeinem, sondern im Sägewerk vom Harley Sepp, den lernt ihr jetzt gerade kennen. Und ja, da dreht sich natürlich alles auch wieder um die Zirben. All die Möbel, die hier gemacht werden, werden aus dem Zirbenholz gemacht. Und es gibt auch noch ein paar Schnitzereien, ein paar andere Produkte aus den Zirben. Und was es sicher auch wieder gibt, ist ein Zirbenschnaps. You can call me stupid. You can call me a sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her will get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Das ist schon was ganz Besonderes. Es ist ja auch das teuerste Holz in den Alpen. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. Dieses Material wollte man dann jetzt solche Leonardo da Vinci vor 510 Jahren ungefähr, die hat die Aufgabe, das Wasser zu spülen. Halt sie wieder rein, dass sie wieder normal werde. Mit deiner Schnauze? Ja, deine Schnauze wollte ich. Echt ein ganz cooles Sägewerk, hätte ich nicht gedacht. Aber da der Sepp, das ist auch wieder ein richtiges Unikat. Und ja, er hat wirklich etwas Cooles auf die Beine gestellt mit seiner Roswitha. Sonst war er früher Bürgermeister von Jerzens, also von dem Örtli, wo wir unser Hotel haben. Und jetzt ja, hat er da das Sägewerk. Und es ist echt noch spannend zu hören, für was alles dass man die Zirben brauchen kann. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten wie der Zirbenschnaps. Ganz cool finde ich da das Zirbenöl, das sie hier machen. Und das hat scheint auch sehr gute Heilkräfte. Er hat uns da gerade vorher noch eine Story erzählt von einem Bub, der hatte Asthma hatte, und dann haben sie das Zirbenöl gebraucht, um irgendwie auf so einen Holzwürfel zu tun. Und den Holzwürfel haben sie neben das Bett da, und irgendwie nach 3 Wochen hat er kein Spray mehr gebraucht. Und irgendwie nach ein paar Wochen mehr ist er völlig geheilt von Asthma. Und das ist schon noch krass. Ja. Umso interessanter ist es, weil ich habe eigentlich nicht so viel von diesen Zirbenfällen, weil die werden relativ alt, also bis zu 1000 Jahre, und die haben auch relativ lang zum Wachsen. Das heisst, man kann jetzt nicht einfach hier in den Wald gehen. Ja, das heisst, man kann nicht einfach hier in den Wald gehen und so eine Zirbe fällen, sondern... Porco Dio, warum so laut? Nein. Nein, man kann natürlich nicht einfach in einen Wald gehen und so eine Zirbe fällen, wenn die nur so langsam wachsen. Scheint braucht man 3 verschiedene Bewilligungen, um nur einen Baum zu fällen. Und ja, darum ist das Ganze natürlich umso exklusiver, vor allem auch die Möbel, die dann daraus gemacht werden. Und was meinst du dieser Zirbe? Ja, das war spannend. Wenn wir jetzt auch so einen Zirbenbaum wachsen im Garten. Ja, du kannst lange warten, bis der gewachsen ist. Vor allem haben wir auch keinen Garten. Ja, ich hoffe, wir haben euch das Pitztal ein bisschen schmackhaft machen. Es liegt zwar in Österreich, aber es ist trotzdem sehr schön. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann, habt euch Sorge. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Was macht ihr? Nein, sag es nicht. Mach! Nein, was nicht. Kannst du mir nicht einfach so machen? Okay.
Ja, du kannst ihn, Deli. Schau, und alle schauen zu. Was? Kannst du? Nur wegen Fußball. Wegen Football, ja. Griezmann. Ah ja, Griezmann. Also zeig. Nein, ich weiß nicht. Doch, doch. Deine Version, komm. Probier. Version, nein. Ich habe nicht gesehen. Habe ich nicht. Wie funktioniert? Ah, das ist Ja, super. Oh mein Gott. Ganz schnell. Ah, però da una parte, dall'altra. Brava, brava. Super, super. Sie hat gewonnen, brava. Ja, genau. Schweiz, Italien, 3:0. Ja, ja. Besser Wein und Okay, und Schnaps. dann- dann werden wir Alle. perfekt. Alles zusammen. Upp. Also komm alle zusammen, los. Cosa che tu? Oh madonna mia.